war nicht so king. Ich hätte ja können ovens die Frau da fragen, oder Roraner, die kommen sind, wie ist es, wenn der will fortleben, ich helfe. Wo wir das gegangen. Ich muss doch ein bisschen an Familien denken. Ne? Es ist Sonntag. Am Nachmittag besuchen viele Stadtbewohner die alljährliche Kirmes, um den Kriegsalltag für ein Weilchen zu vergessen. Doch zur gleichen Zeit geschieht unweit von diesem Schauplatz etwas, das die Luxemburger schon immer befürchtet haben. In einer öffentlichen Rede in den Ausstellungshallen auf Limpertsberg verleiht Gustav Simon den Luxemburgern die deutsche Nationalität. Gleichzeitig führt er den Wehrdienst ein. Mit anderen Worten, die Zwangsrekrutierung junger Luxemburger in die deutsche Armee. War iedereen praktisch betroffen. Entweder waren het Eltern oder so. Iedereen hat irgendwie den an den Fall kommen. Und da ist aber dann gesagt, oh, da muss man aber etwas machen, das darf nicht sein, das kommt nicht davor. Aufgrund durchgesickerter Informationen hat der Untergrund die Entscheidung des Gauleiters vorausgesehen. Die Luxemburger werden aufgefordert, ihren Protest durch einen Generalstreik auszudrücken. Weil ich gut Zeit hatte, dann zu Brüssel eine Dreckerei kannte, die hätte können drecken. Das mich der beauftragt, für den Ober zu fahren und dann die Zettel drecken zu lassen. Wenn ich da die Klischee gezeichnet habe, sogar mein Monogramm als irgendwo da dran, ganz verstoppt. Du hat der Rote Generalstreik, für das für die Flamme und den Drecker da drüber geschrieben, Marschpunkt für Majuskel, und die hat sich nicht kapiert. Und du hast sie einfach Marsch dahinter geschrieben am Platz Generalstreik. Und ich war ein bisschen fetter und ich hatte schon in der Verspätung, war nichts zu machen. Und es sollte halt viel korrigiert gehen, oder sie nicht korrigiert gehen. Der Streik beginnt in einer Lederfabrik in Wils, im Norden des Landes, am Tag nach der Rede des Gauleiters. Sehr schnell schließen sich andere Arbeiter, aber auch Lehrpersonal und Gemeindebeamten der Aktion an. Schon am Abend greift die Bewegung auf den Süden des Landes über. Auf dem Schifflinger Hüttenwerk verlassen 2000 Arbeiter ihren Posten. Da hat mein Mann auch müsste schaffen gehen, weil er auf der Schmerz geschafft hat. Er hat gesagt, ich gehe nicht. Das Streik, er hat gesagt, wir sollen nicht schaffen kommen. Wir sind dann abgestanden, Kaffee getrunken. Gehst du dann nicht schaffen, habe ich gefragt. Nein, ich gehe nicht. Die anderen gehen auch nicht. Das gesagt, wir sollen nicht kommen. Am Tag danach greift der Streik auf das Hauptgebäude der Post in Luxemburg-Stadt über. Das ist nicht geschafft gehen. Das war noch nicht ein Streik, eine Manifestation. Es war mehr ein, wie nennen wir das, ein Greif sur le tas. Briefträger, die ihre Sack geholt, sie hatten zwar einen Strand, und alles raus, fort. Die sind gegangen, die anderen, die sind, een ganz Party sind die andere Seite trotz gegangen, und sie dann noch gut was an der Losel geschehen. Wie ich hier hingekommen, du warst schon 400 Jahre in gele Menschen, den durchstungen sind, wer streikt, wird erschossen. Die sind noch schon ein Party, sind im Rackkommen von der Bausen. Die ganze Zeit hat praktisch, ich ging so eine halbe Stunde, 3/4 Stunde gedauert. Und du geht dann ein Lautsprecher, der Störef, während Preisen mit einem Lautsprecher, und sie gesagt, wenn ihr bis 9 Uhr der bist nicht angehalten hat, ginge festgehalten gehen, mit dem Tode bestraft. Inzwischen hat die Protestbewegung andere Betriebe wie das Differdinger Hüttenwerk, aber auch die Bauern und die Schulen erreicht. Da haben wir auch morgens durch Flüssigpropaganda 4 in einer Sänger Klasse, und die Jungen noch am jungen Lycée. Und da sind wir dann nur der Pause fortgegangen. Und unser Direktor hat aber sehr matt gekriegt, was las wir. Den Fisch dir gespart, das käme hier rausgekommen. Aber da sind sie alle zum Fenster rausgesprungen. Es war einfach auch die Fäden fortlaufen. Aber
Motivation als kommt durch Tanzen von den Jungen. Aber wenn man wollte machen, wie die anderen, dass man auch ein Proteste gehen setzen. Vorgesagt wird kein auf das Feld. Gespannt bleibt alles der Mann und dann an die Molkerei geht kein oder bin ich aufgeliefert. Die eher spontanen Aktionen sind von einem Generalstreik noch weit entfernt. Doch den Gauleiter ergreift die Panik. Wie kann man einen Aufstand anzetteln in einem Land, das von Deutschland besetzt ist? Erschüttert von der Kühnheit der Luxemburger ruft der Gauleiter den Ausnahmezustand aus, um so die Revolte im Keim zu ersticken. Da hat die kein angefangen bei der Streik, weil sie so durchgegrafen haben. Richtig bestialische. Nach ein paar Verhören sucht sich die Gestapo mehr oder weniger wahllos die sogenannten Anstifter des Streiks heraus. In den darauffolgenden Tagen werden über 20 Personen vom Standgericht zum Tode verurteilt. Sie werden in einem Waldstück bei Hinzert erschossen. Unter ihnen befinden sich Arbeiter, Beamte, Lehrer. Die Nachricht der Hinrichtungen versetzt die Bevölkerung in einen tiefen Schock. Das war kein gut Gefühl, das muss ich sagen. Ich hatte wirklich nicht gedacht, dass die Preise so hart durchgreifen. Wo da Königer drin waren. Wirklich unschuldig. 260 Zeitungen aus 53 Ländern erwähnen den Streik. Großherzogin Charlotte, aber auch Winston Churchill loben den Mut des Luxemburger Volkes auf der BBC. Der Streik ändert jedoch nichts daran, dass die deutsche Armee die Zwangsrekrutierung wie geplant durchzieht. Am 18. Oktober 1942 verlassen 2000 junge Männer den Hauptbahnhof Luxemburg. Als Reaktion auf die deutsche Militärmusik singen die Anwesenden patriotische Lieder. Die Zwangsrekrutierten sind zwischen 18 und 22. Nach einer 6-monatigen Ausbildung kommen die meisten von ihnen an die Ostfront, wo Hitlers Armeen ständig Verstärkung brauchen. Du hast es schon besonders für Resistenzorganisationen drauf gekommen, denen zu helfen, die den Wehrdienst refusiert haben. Das ist direkt durchgelaufen. Unter den Betroffenen machen sich Desertierungsgedanken breit, um so dem Dienst in der verhassten Uniform zu entkommen. Sie müssen also untertauchen und benötigen ein Versteck. Der Widerstand nimmt die Herausforderung an, den Zwangsrekrutierten zu helfen. Doch für die Zwangsrekrutierten wird die Frage der Fahnenflucht zu einem Gewissensproblem. Gauleiter Simon hat sich nämlich unmittelbar nach dem Streik zusätzliche Mittel gegeben, um deutschfeindliche Personen zu bestrafen. Die Umsiedlung ganzer Familien nach Ostdeutschland wird eingeführt. Unter den ersten Betroffenen sind die Familien der verurteilten Streikführer. Diese Bestrafung gilt ab sofort auch für die Familien von Deserteuren. Kommt Zippenhaft. Da geht ganz Familie verhaftet. Die kommen dann Ginem gesiedelt. Ja, so, meine Eltern, also guck du nach dir, wir müssen alle gucken, was wir machen. Ich sagte, das einfach, ich gehe nur an die Ausbildung. Und dann, ehe wir an die Front kommen, können wir ja sowieso ein Geheim. Da können wir gucken, wenn ich bei Heim bin, dann am Urlaub, ja, an die Front kommen, wie man merkt, kann ich nach immer wie so lange sind wir mal sicher heim. Die Zeit, als ja viel davon geschwärzt gehen, und noch viel gemerkt gehen, für zu verstoppen, für irgendwo in der Dach zu kommen. Aber dafür müssten Relationen haben. Das wird von